Hello, hello, hello. Mr. Cartman, Habitieri, grüß dich gut. Mahlzeit. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sparen uns heute tatsächlich einen Just Chatting Screen, weil ich nicht allzu viel Zeit habe. Also ich werde jetzt, sagen wir mal, so bis 1, halb 2, so was maximal live sein, ist ein sehr, sehr spontaner Stream. Von daher schauen wir, dass wir relativ schnell, relativ Meta machen. Wir haben ja beim letzten Mal diesen Dungeon da entdeckt, beziehungsweise nachdem uns der Thomas geraten hat, dass wir uns da nochmal umschauen, haben wir den Dungeon da gefunden. Da haben wir letztes Mal stehen bleiben. Da werden wir jetzt auch weitermachen. Schauen, ob wir den Dungeon irgendwie fertig kriegen. Der scheint ein bisschen größer zu sein. Ich habe offstream noch ein bisschen gebacktrackt. Und ich habe wieder 2 Locations entdeckt. Die habe ich, da habe ich nur den Ort der Gnade aktiviert, dass wir da jederzeit wieder hinkommen. Das ist auch mit dieser Ort der Gnade. Weil wir haben ja da, wie wir den versunkenen Bereich erkundet haben, wo wir das Wasser abgelassen haben, das war glaube ich vor 2 Streams. Oder war das der letzte Stream? Ich weiß nicht mehr genau. Haben wir ja so einen NPC gefunden, der wo am Boden kauert. Und da hat man ja entweder so eine dunkle Iris hernehmen können oder so eine helle Iris. Und da bin ich einmal zurückgereist, habe ihm dann die dunkle Iris gegeben, da habe ich dann eine Waffe gekriegt. Und dann habe ich noch einmal so ein bisschen rumgeschaut und habe dann einen weiteren Gang entdeckt, den wo wir im Stream quasi, glaube ich, schon gesehen haben, aber da haben wir nicht lang gegangen. Da war ein Aufzug und in diesem Aufzug kommt man dann da her. Also da kann man dann wahrscheinlich in dieses Gebiet da kommen. Und ich habe mich in der Burg noch einmal umgeschaut, da bei dem Fahrstuhl-Dingens, da wo wir oberhalb von den Balken umeinander gelaufen haben. Da haben wir sie in einen Bereich runterdroppen lassen können, wo man auch noch einmal rauskommt, also auf dem Burgwall sozusagen. Und da bin ich dann daher gekommen. Da schaut es massivst aus, da gehen wir noch einmal hin, je nachdem wie lange der Dungeon dauert, da schaut es massivst nach einem Bossareal aus. Also ich schätze mir, dass da ein Bosskampf kommt. Aber das zeige ich dann einfach. Wenn wir so weit kommen. Jetzt, wie gesagt, waren wir erst einmal da in dem Dungeon noch weiter, wo wir letztes Mal stehen bleiben haben und schauen, was da auf uns wartet. King of Barbecue Habitiere und Dampfe Habitiere und Sabi Habitiere. Grüß Gott beieinander. Ein schönes Wochenende euch schon mal vorweg. Mein Tipp, Counter macht brrrt. Warum? Wo hängen wir fest, Herr Dampfexpress? Wo haben Sie denn Beschwerden? Wie geht's euch? So, jetzt schauen wir da mal. Wir haben von da oben runtergekommen. Von da müssen wir kommen sein. Dann wird es wahrscheinlich da entlang weitergehen, oder? Sehe ich das richtig? Also da geht es oben auch wieder noch. Ja gut, gehen wir erstmal oben lang. Ah, da kommen jetzt Skelette oder was? Ah ja, perfekt. An meine Elden Ring-Schützlinge, wenn ihr so Zombie-Gegner kriegt, so Untote, die müsst ihr jetzt quasi zweimal töten. Einmal Lebensbalken abziehen und dann leicht am Boden so eine Nebel auf, den müsst ihr auch nochmal anschlagen, erst dann ist der Gegner tot, okay? Ganz gut, danke und selber. Das freut mich, dass bei dir alles gut ist, bei mir soweit auch. Es ist halt ein sehr spontaner und ein sehr kurzer Stream, also wie gesagt, ich werde nicht länger live sein als wie halb 2. Das hat sich jetzt spontaner so ergeben. Deswegen mache ich heute ein bisschen stressigen Meter, okay? Sitzt beim Kaffee in der Arbeit. Schöne Grüße in die Arbeit. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Freitag und nicht zu viel Stress. Skelett Popolide.
Avatar von dem kleinen Baum, oder wie der heißt. Also Baumavatar, ja, die haben ein bisschen. Die haben ein bisschen garstig, weil die verzögert zuhauen. Aber wenn du mal einen Bogen raus hast, dem sein Angriffsmuster hält sich relativ in Grenzen. Ich glaube, der hat gerade 3 oder 4 verschiedene Schläge. Von daher. Und Feuer, er ist sehr, sehr feueranfällig, falls dir das hilft. Was für ein Schleimbatzen. Muss noch bis 13 Uhr das Grillfest, dann ist Grillfest mit Freibier. Ja, das ist jetzt ja zauberhaft da. So kann man. Oha, sind wir in 8. Schmiedestein. So kann man das Wochenende auch einleiten, King of Barbecue. Nice. Bin aber im Lurk, muss noch ein bisschen Haushalt, was schaffen, To-Do abarbeiten. Ja, passt schon, Sabi, danke dir. Aber er stampft mich halt mit 2 Schlägen in den Boden. Jetzt ist die Frage, bei was für ein Avatar bist du da? In Limgrave oder bist du auf Abwägen gekommen? Oh. Okay. Moment. Müssen wir unten lang. Bei den Avatare, das lohnt sich aber tatsächlich, wenn du die früher oder später machst. Weil die gehen dann nämlich, diese Tränen, oder? Die brauchst du für deine Arznei oder für deine Heilflasche. Und da kriegst du halt bei jeder, kriegst du halt unterschiedliche Buffs. Also wie zum Beispiel die regeneriert hat halbert HP, die macht halbert FP, andersrum. Die macht Gesamt-LP. Hä? Aber die zweimal. Lol, die habe ich zweimal. Servus, ich höre dich nicht, weil Mute, aber streaklos. Price, merci dir für deine 30er Streams. 30 Streams im Folge, du bist so geil. Warum gibt das eigentlich nur 450 Kanalpunkte? Das verstehe ich nicht. So 30er Streams, die kann ruhig einen Tausender geben oder so, wenn du mich fragst. Und Grüße in die Arbeit, vermutlich. Auch wenn du das nicht hörst. Aber ich hab dann ein bisschen das Gewissen, weil ich die gegrüßt hab. Ne? So. Schauen wir mal, was da unten lang geht. Da liegt was. Masse der Verwesung. Aha. Alle ab. Ah, Bombenleger-Skelette, perfekt. Schön. Aha. Da haben wir aber wirklich fertig mit so darum. Da schießt nur mit. Okay, jetzt gehen 2 Mal weg, ist 3 runter. Hält man sich länger auf damit. So, ich weiß jetzt nicht, wie stark das Phantom da hinten ist. Das werden wir jetzt vermutlich gleich rausfinden. Hab mich noch nicht fertig bufft. Was ist mit dir? Mehrschichtiger Ring des Lichts. Das ist schon wieder. Ist eine Anrufung? Ja.
Sobald mehrschichtigen goldenen Ring aus Licht ab, die dauerhaft Schaden verursachen. Brauchst 36 Glaube für den Wumms, okay. Alles klar. Nice. Okay. Die Frage ist, wie lange geht der Dungeon noch? Oder hinter so der Gnade, ist gut für uns. Also mehr sammeln, damit ja nichts passiert. Nektarblutknospe. Schmackig. Sitzen lauter Vögel. Generell Tiere. Will ich wissen, was mit euch passiert ist? Oh, warte mal, wir können was aufwerten. Ah ja. Unser Mimik quasi, die wo wir eigentlich bei Bossen sowieso nicht mehr hernehmen. Außer bei Mini-Bossen, die wo in der Welt umeinander laufen. Können wir jetzt ans Ende? Schaut schon fast so aus. Ja. Oh, bitte gewährt mir den Mut, zu euren Füßen zu fliegen, meine liebste Santrina. Muss man da runterfallen? Ja gut, ich meine, was habe ich denn zum Verlieren, ne? Mehr wie sterben kann ich ja da nicht, aber wenn da schon so ein Geist ist... Tatsächlich, da musst du springen. Schau, da habe ich die. Darf ich sagen und hallo? Nein. Okay, das ist ein Bossareal, aber 1000%ig. Da stinkt's ganz gewaltig nach Boss. Oder auch nicht. Oh, was haben wir da? Ah, da ist er, ja. Wellnessritter. Wieder ausgehen mit ihm. Pferd. Okay. Was bist du, eine Mischung aus Kos und Ludwig? Also sein Hacki erinnert mich ganz schwer an Kos. Von Bloodborne. Gut, so was habe ich dir, grüß dich gut. Also eigentlich schlau, wenn ich mich da buff, right?
glaube aber, dass der machbar ist. Man fällt halt ewig. Jetzt muss ich mal schauen, ob der gleich spawnt. Ja, kann er mir vermutlich neue Runden buffen. Oh Gott, der hat lauter verzögerte Schläge. Oh Gott. Ja, perfekt Fischseiten. Ah, noch innen dodgen, okay. Da hat er eine ziemlich hohe Range, der Bursch. Also ist jetzt. Oh Gott. Na gut, da haben wir da springen können. Er macht Frostschaden. Okay, der ist auch resistent gegen Blutung scheinbar. Okay, der ist richtig, der ist ein wenig garstig. Aber machbar auf jeden Fall. Und wo wir stehen, okay. Okay. Ein bisschen weniger greedy werden, dann müsste der eigentlich machbar sein. Aber er kriegt auf alle Fälle keinen Blutungsschaden nicht. Der Burschi ist resistent gegen Blutung, so wie es ausschaut. Und meine Heilung umändern. Da brauche ich definitiv nur einen Mana-Trank und nicht zwei. Okay. So, jetzt muss ich mal probieren, ob es reicht, wenn ich mich unten buff. Sollte eigentlich reichen. Weil er braucht doch eine ganze Weile, bis er da ist. Müssen wir mal schauen. Der haut immer zwei mit zu, okay?
Ja, durch oben waffen. Unten kriege ich 2 Stress. Unten bekomme ich zu viel Stress, muss durch oben waffen. Auf alle Fälle. Ja, der hat nur verzögerte Schläge. Der haut nur verzögert zu. Das ist eigentlich ein Movement, was überhaupt nicht für mich, was mir überhaupt nicht liegt. Ich hasse Bosse, die wo ewig lang brauchen, um zum Schlagen. Weil die Krabbe kann ich unten dann noch essen. Gott. Ich glaube, was ist jetzt dann? Ich glaube, bei dem Boss ist vom Vorteil, auf Abstand zu bleiben und einen gewissen Move abzuwarten. Oh, komm her. Braucht dann einen anderen Talisman auf alle Fälle. Okay. Hey, what the fuck? Gründ. Ah, wenn es von außen einer kommt, ist mies. Ja, perfekt. Okay, der ist garstig. Der ist richtig garstig. Der ist garstig. Also ganz ekelhaftes Angriffsmuster hat der. Richtig unangenehm. Pfui Teufel. Gut, da bringt mir der Blutungstalisman ohnehin nichts. Kann also raus. Hilft mir gar nichts. Dann brauchen wir irgendwas gegen magische Resistenz. Da nehmen wir mit das einer. Weil was anderes bringt mir, glaube ich, nichts. Anrufungen, ja gut, das ist irrelevant, das bringt mir auch nichts. Ich kann auch halt allerdings mal versuchen, das Drachen-Großkatana herzunehmen. Theoretisch. Vielleicht haben wir mit dem eher was zum Ausrichten, aber müssen wir mal schauen. Schauen wir auf alle Fälle, dass wir da mal weniger Damage kriegen. Es ist passiert. Deinstalliert. Oder hast du ihn gelegt? Wir nehmen da auf alle Fälle den Trank zuerst. Erster Rage Quit. Oh no. Press F für den gefallenen Bruder. War der Baum zu Wut heraufbeschwörend?
Aber ich hasse diesen Boss schon, den hasse ich jetzt schon. Okay, wie haben wir das jetzt erwischen können? Ja, du kommst halt auch nicht mehr weg, wenn er die Arme hat, ne? Ja. Ach komm. Wie gassig kann er was sein? Wellnessritter, ja. Oh. Ich hätte am Baumavatar was gehabt, dann aktiviert diese Huren Windows, die feststellt hast und tappt mir aus dem Spiel aus. Ah, das ist natürlich gemein. Aber ist ja schon mal, sechs positiv, ist ja schon mal gut, dass du fast schon gehabt hast. Ist doch eigentlich ein positives Zeichen. Wenn Windows jetzt nicht gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich sogar gelegt. Okay, pass auf. Da draufstehen bringt mir quasi gar nichts. Das heißt, wir probieren es jetzt mal anders. Wir machen das so. Und schauen wir einfach mal, warte mal, kann ich jetzt? Ah, nice, jetzt habe ich mit der Rüstung sogar schon Light Roll. Ja, aber wie gesagt, da musst du das Positive mitnehmen. Du hättest da halt fast gehabt. Und wenn jetzt halt wenn du halt jetzt Windows nicht gesagt hättest, nope, dann hättest du da wahrscheinlich auch gehabt. Also ein bisschen durchatmen und beim nächsten Mal hast du ihn dann. Probieren wir es mal mit dem Drachen-Großkatana, weil da kann ich ein bisschen auf Abstand gehen. Allerdings geht mir jetzt dann wahrscheinlich eher der Mana-Trank aus. Also muss ich noch mal schauen. Müssen wir jetzt mal probieren, wie wir da zurechtkommen und dann kriegen wir das schon, glaube ich. Irgendwie. Ich hasse es, wenn der so lange da aushält. Ah ja, du kannst mich quasi aus der Animation ausschlagen. Okay, perfekt. Aber das dauert jetzt saftigen Schaden mal, gell? Wenn wir jetzt eher mal lassen darf, mich nicht 12 Mal. Okay, das macht stabilen Schaden. Fuck. Ja, so ist es auf alle Fälle besser. Jetzt, wenn er mir natürlich nicht 1000 Mal aus der Haltung schluckt, dann glaube ich, kriege ich mit der Waffe besser, weil er einfach viel besser auf Abstand bleiben kann. Ich glaube, that's the way to go. So macht man innerhalb kürzester Zeit guten Damage. Ganz guten Damage sogar. Und an die Habitäre. Ich glaube, that's the way. Ich glaube, so können wir ihn kriegen. Es sind fast 4000 Damage, die ihm da mit einmal reinknallen. Es ist schon eine andere Hausnummer dann. Also, es sollte auf alle Fälle so besser gehen. Da die Mana. Ah, halt, warte, ich nehme noch einen zweiten Mana-Trank mit, tatsächlich. Für alle Fälle, nicht, dass mir der dann ausgeht. Müssen nochmal resetten.
Alles gut? Ja, der Boss ist ein bisschen nervig, weil er sehr behindertes Move-Pattern hat für mich. Also der schlägt unglaublich verzögert zu. Aber so an und für sich ist alles gut, ja. Ich hoffe bei dir auch. Schauen wir einen schönen Start ins Wochenende. So, machen wir Flaschen, Flaschenverteilungen, machen wir 2 Mana-Tränke. Und dann sollten wir da eigentlich fein sein. Weil da kann er ihm dann einfach mit, wenn er halt so hoch steigt, quasi, wo er dann seine Flammen da macht, kann er ihm halt einfach instant 2 Waffenfertigkeiten im Button drücken. Und dem macht halt dann schon gut Schaden. Bisschen blöd, dass du extra oberspringen musst, weil du verlierst einen Haufen Zeit. Wie die Buffs so. Ja, perfekt, danke Felsen. Perfekt. Das war wieder ein gelungener Start ins Wochenende. Aber easy. Nice! Okay, cool. Echo der Verwesung. Das war sogar ein Main-Boss, right? Der gibt über 200.000 Seelen. Easy. Weil das Schwert ist einfach so OP. Drachenjäger Großkatana, kannst du so viele Gegner ausheben. Ja, bei mir soweit. Muss dann mal einkaufen. Ja, das der wir mir später auch noch. Ein bisschen knapper Zeugs, weil wir kriegen heute quasi Besuch von zwei, also von meiner Freundin, ihrer Schwester und ihr Freund, also sehr, sehr gute Bekannte von uns. Die war Tennis spielen, die kommen heute zu uns und wir werden ja heute Deutschland anschauen. Abends. Von daher, ja. Aber schön. Schön. Cooler Boss. Bis auf sein Move-Pattern, was einfach Arsch ist. Aber ansonsten... Ja, mit dem Großkatana kannst du tatsächlich einiges kompensieren. Ich meine, ihr habt gesehen, was man da Damage drückt mit dem Ding. Das brauchen wir. Die 2 wieder raus. Verrottetes Schwertinsignie und... Jubel des Blutes. Gut, mein Nachteil war jetzt natürlich mit der Waffen, dass ich halt bei dem Gegner keinen Blutungsschaden procken kann. Das ist halt so ein bisschen der Counter zu meinem Bild. Wenn ich halt einen Gegner habe, der wo nicht bluten kann, dann wird es halt schwierig, ne? Was haben wir jetzt da? Aber cooler Dungeon auf jeden Fall. Schülers von Santrina, okay. Ach, dieser NPC. Am Nektar erquicken. Das mache ich jetzt lieber nicht, weil ich nicht weiß, was da passiert. Weil nicht, dass ich jetzt da irgendwie so einen versteckten Schwierigkeitsmodus einbaue. Das ist ja in Souls-Spielen ab und zu mal gern gang und gäbe. Den Dark Souls 2 weiß ich noch, du hast dann einen Eid leisten können, dass das Spiel schwieriger gemacht. Und wenn du den Eid einmal gehabt hast, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Aber cool. Nice.
dann, Freunde, haben wir da ja hinten nur 2 Bereiche, da werden wir uns jetzt auch umschauen. Da haben wir da einen und da einen. Und ich meine mich erinnern zu können, dass wir da irgendwo ein Portal gefunden haben. Das haben wir bis heute nicht aufgesucht. Das werden wir jetzt auch noch schnell machen. Ich glaube, dass das da gewesen ist. Na, da war das nicht. Das war da irgendwo. Da drüben, glaube ich, ist das Portal. So, mal schauen. Andi, merci für dein 20er Streamstreak an der Stelle. Vielen lieben Dank für deinen Support. Dankeschön. Gut, jetzt pass auf, ich hab doch da irgendwo... Da drüben ist das gewesen, genau. Da habe ich nämlich damals ein Portal aktiviert und ich möchte mal schauen, wo wir da hinkommen. Das ist aber bestimmt schon 6 Streams oder so her. Das war nachdem wir Relana gekillt haben bei dem Stream. Und ich will nachher einmal die ganzen Boss-Echos kanalisieren und eine Waffen draus machen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Weil wir einfach immer so viel Neues entdeckt haben. So, da ist das Portal. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Halt's Maul, Alter. Alter, wo haben wir denn jetzt? Da herum. Alter, krass. Ist das auch ein Boss oder was? Alter, weißt du, was mich die Welt gerade erinnert? Die erinnert mich gerade so krass an God of War Ragnarök, wo man mit der... wie hat die mit der Freya, wo wir in Vanaheim umeinander gerannt haben, in der Welt des Dschungels. Das schaut so krass ähnlich aus. Aber richtig gut. Bist du ein Boss? Na, du bist ein normaler Gegner, okay. Geschosse, okay. Okay, easy. Ui, da gibt aber auch 8.500 Seelen. Alter, wie gut das ausschaut. Möchtest du mich verarschen? Ist das so der einzige Gegner? Sauschön. Also ohne Scheiß From Software, was da aus dem Hut zaubert habt, leckt mich doch am Arsch. Grünspan-Diskus. Das ist ein Talisman. Erhöht die Verteidigung bei höheren Ausrüstungsgewicht. Okay. Das heißt, das ist richtig gut für Leute, die wo Tank-Build spielen. Gibt's auch noch etwas? Da ist ein bisschen finster drin. Krass. Einfach so schön gemacht. Wahnsinn.
Aber wenn mich nicht alles erinnert, ist das auch das Gebiet, wo es letztendlich auch weitergeht, ne? Oder wie weit du halt da einfach sagst, das ist so irre. Aber da geht's jetzt, wenn ich es richtig sage, ist das einfach nur so ein Teil von der ganzen Map, wo du nur durch das Portal herkommst. Ich bin jetzt gerade einfach ein wenig baff von der Optik von der Welt. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt eigentlich gemeint, wir haben schon die hübschesten Gegenden gesehen und dann kommen wir uns mit dem daher. Einfach heftig. Einfach auch, wie das Wasser ausschaut. Okay, aber da geht's nirgends weiter. Es war nur, dass man den Talisman kriegt dann scheinbar. Okay, gut. Dann schauen wir uns da noch weiter um. Die Passage habe ich entdeckt, während ich gebacktrackt habe. Richtig geil, wie die Umgebung ausschaut. Wahnsinn. Ich weiß ja, Andi, warst du beim letzten Stream da? Da haben wir auch 2 brutale Gebiete entdeckt. Gestern? Vorgestern, glaube ich, ist gewesen. Richtig, ey. Okay. Ist das Skadudelmanudel? Na, Iris sagt noch, okay. So, Waschmaschine ist fast fertig, gehen wir an frische Luft. Dann für mehr fürs Dose und viel Spaß an der frischen Luft. Und wie gesagt, lass dich nicht zu stark knicken von dem. Vom Feuer, dem boxt schon noch. Marikas Rune, okay. Da jetzt schon 2 Stück, die gibt's 80.000 Runen. Warte mal, wie viele Runen hab ich jetzt? Ach du Scheiße. Ist das schon wieder, Boss? %1000%. Das ist wieder ein Boss, oder? Das ist ein Bossareal. Wo haben wir mit auf der Map? Ach, jetzt Maul, ist dieser ein Giftsumpf oder was, wo ich gleichzeitig zum Boss bekämpfen muss, oder was? Ah ja, vorgestern war nur kurz dabei, weil Spätschicht und das ist das, dass ich die Streak nicht unterbrich, aber mitgekriegt habe ich nichts. Ja, da muss da, also ohne Scheiß, das Gebiet, was wir da gefunden haben, es schaut geistesgestört krass aus. Und wir waren mal da hinter, das schaut auch brutal schön aus. Also, da leicht alles so blau mit Blüten. Also schau da am besten die Water mal, überfliegt die Water mal, dann zeigst du, was ich meine. Also das kann ich jetzt eigentlich fast nicht beschreiben. Ja, okay, ich vermute mal, dass da auch ein Boss ist. Es schaut verdächtig aus. Deswegen... Stimme eine Waffen in die Muse. Fuß des Skadu-Baums. Avatar des Skadu... Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ah ja. Okay, sein kritischer Punkt ist auf alle Fälle sein Bimbus. Wollte der jetzt Solarstrahl oder was? Okay, das war mehr Dusel als Verstand, als ich das getankt habe. Oder der kriegt richtig viel Schaden am Kopf. Aber richtig krassen Schaden. Okay, der kommt. Okay, er hat 2 Phasen. Au! Hey, check's nicht. Wie besiegst du denn? Hat der 3 Phasen, der Boss, oder was? Are you serious? Okay, passt. Da weiß ich aber schon, wie ich hier den Hand hab. Sein kritischer Punkt ist sein Bimbus. Das haben wir schon festgestellt. Das heißt, da wird auf alle Fälle wieder das Drachenjäger Großkatana zum Einsatz kommen. Aber ich check jetzt irgendwie, muss man was Bestimmtes machen, um den Idioten umzuhauen. So, dann machen wir wieder einmal diesen. Und einmal diesen. Und dann gib ihm. Warte mal, mir kann. Achso, nein, das geht natürlich jetzt nicht. Okay. Macht nix. Und 2 Mana-Tränke brauchen wir. Der ist aber nicht schwer und für sich, also. Aber ein Boss mit 3 Phasen? Beziehungsweise wahrscheinlich muss irgendwas Bestimmtes machen, damit er überhaupt hier ist. Ja, das macht richtig massiven Schaden. Wenn du jetzt mal aufhören darfst, mich mit deiner Ranke zu hauen.
Ja, perfekt. Jetzt hängen in der Mauer bist. Easy. Was? Ach komm, nerv. Can my time... Mein Timing passt doch noch nicht so. Ah ja, jetzt machst du das dreimal oder was? Der ist richtig. Ja, du nervst. Du nervst. Das ist schon mal gesagt. So, Phase 3. Irren. Perfekt, das soll gar nichts sehen. Ja, ein bisschen Free Damage. Ach komm. Du Arschgeburt. Jetzt kann man... Ah ja, alles klar. Weil das muss aber hieser, oder? Das gibt's ja nicht. Ah, das meine ich aber auch, gell? Echo des Schattensohn, der Schattensonnenblume. Und Mikelas große Rune. Okay. Behält nichts als die Kraft zaubern zu... Ist das ein Talisman? Okay. Und sonst gibt's da jetzt nichts. Ist das so ein großes Bossareal ist? Schattensonnenblume, okay. Sammeln wir mal. Okay, dann haben wir jetzt da gewesen. Das ist ein Boss-Areal, okay. Ja, dezenter Boss-Stream, da die fast sagen. Der war wahrscheinlich auch massivst anfällig gegen Feuer. Ist ja auch ein Boss, der wo keine Blutung nicht haben kann, weil es ja natürlich kein Blut... Also der hat... Ein Baum kann er nicht bluten so, ne? Jetzt gönnen wir uns erstmal einen Stufenaufstieg. So.
Gut, als nächstes werde ich Geschick auf 60 und Arkan auf 60 bringen, damit wir aufs Hardcap kommen. Oder war Hardcap 80, weiß ich gar nicht mehr. Gut. Nächster Punkt war dann Refugium. Nein, nicht da. Passage. Nein, warte, wo war denn das? Da. Schattenbergfried Hintertor. Da schaut's auch aus, wie wenn da ein Boss kam. Wollen wir halt heute einen Bosskampf streamen? Ich meine, warum nicht? Jetzt wollen wir am ersten mal die Echos anschauen. Die man da kanalisieren kann. Bei der Tante da. Genau, wir haben da. Habe ich nicht ein Messmer? Oder habe ich das schon. Ach, da ist. Da will ich den Speer, glaube ich, haben. Speer des Fehlers, weil ich nutze keine Zauberangriffe nicht. Ich nehme auf alle Fälle einen Speer. Echo der Schattensonnenblume. Schattensonnenblumenblüte, was ist das? Das ist eine gigantische Waffe und eine Anrufung Feuer, ein Hagel aus goldenen Geschossen. Da weiß ich nicht, was ich mehr hat. Echo der Verwesung, dann nehme ich wahrscheinlich das Fäulnisbeil. Und von der Relana nehme ich die Waffen. Restlose Opfer. Alles Männer wieder wechseln. Okay. Dann. Oh ja. Auf das der nächste Bosskampf wohl kommen mag. Weil das hat beim Offstream-Erkunden schon ganz gewaltig so ausgeschaut. Da, das ist genauso ein riesengroßes Gebiet, wo es hinten nicht weitergeht. Da kommt garantiert auch irgendein Boss, 100%. Und da habe ich, weil das so ein Raum erinnert, da war ein Skadu-Baumfragment. Das habe ich aufgesammelt. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber. Ja, das ist 100%ig. Da geht's auch nirgends weiter. Das ist ein riesengroßes Areal, da ist auch irgendein Boss drin. Kann man sich denken. Naja, aber man doch denkt, dass der Boss kommt. Das bist jetzt du, Kommandant Gaius. Ah ja, der rennt mir einfach mal gnadenlos über den Haufen. Die Frage ist, kannst du blirten? Ja, kann er. Aua! 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 Oh, das war dumm. Hä, was ist denn das? Das saugt mir jetzt mehr ein.
Sackgesicht. Alter, wie viel Schaden das macht, bist du bescheuert? Schade. Sei habe ich die Hornbohrer in Elden Ring Style und Servus, ja. Ja, so schwer ist er nicht. So schwer ist er nicht. Das Gute ist, der kriegt Blutung, das ist gut für uns. Ah, hat ja kein Mana mehr gehabt, deswegen. Okay. Ah, du dummes Mistviech. Jetzt hätte ich gar nichts mehr. Oh Gott. Nein, 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 nein. Den habe ich gebraucht. Ansetzen. Oh, was? Ah, muss man jetzt du dein Vollkombo abbrennen, ha? Ja, fick dich. Easy. Echo des Wildschweinritters. Ebenfalls Second Try. What the hell? Heute lauft ja richtig. Eine Wildsau, ja, es war eine Wildsau, Mr. Seitching. Bett. Es gibt 2 und es gibt 1. Da machen wir Geschicklichkeit. Das hätten wir dann quasi auch. Da hinten geht es noch aus zur
Mal da noch schnell schauen, was es da noch gibt. Oha. Heute wird Gillette anklopfen bei dir, so wie du Bosse rasierst. Ich weiß nicht, heute habe ich einen guten Tag. Heute habe ich scheinbar einen guten Tag. Es ist jetzt der dritte Boss im Stream, den wir jetzt geklatscht haben. 2 davon waren blutungsresistent. Einer davon hat 3 Phasen gehabt. Aber der war auch nicht so schwer. Da ist mir nach dem ersten Try schon aufgefallen, dass man dem volle Kanne auf den Bimbus hauen muss. Und dann habe ich einfach mein Drachentöter Großkatana wieder ausbackelt. Aha, was bist jetzt du? Gaius Beinschutz, Blutgerinnsel eines albinaurigen Pfeil. Aha. Ja, Mio-Griffer. Ich wollte ja meine, ich habe gar nicht gesagt. Geh auf Zeiten, du Scheißvieh, weil sonst. Scharfschützentalisman. Verbessert die Angriffskraft gezielter Schüsse. Ah, okay, also für die Bogenspieler. Mal ein wenig luren. Okay, wir haben halt dann quasi am Fuß des Gardu-Baums quasi, oder wie der auch immer heißt. Aber die sind so krass. Die Burg da, allein, wo es die Gebiete freischaltet, ist es geistesgestört. Du kriegst, bei der Burg hast du dieses Gebiet mit dabei, hast du dieses Gebiet mit dabei. Scheinbar, ne? Passage zum Baumkult, das ist ja quasi dann da. Ne? Dann hast du dieses Gebiet, was du freischaltest, was dann dieses Gebiet wieder freischaltest. Dann kommst du über dieses Gebiet da oben, was dann quasi den ganzen Bereich mehr oder weniger runter freischaltet. Dann kommst du daher, was dann das Gebiet da freischaltet. Also es ist so geistig. Also die Burg ist gefühlt Dreh- und Angelpunkt von der ganzen Map. Und du kommst in das Gebiet da auch um, wenn du ein Messer gelegt hast. Also das ist quasi mehr oder weniger so ein bisschen der zentrale Punkt von dem DLC. Von da aus schaltest du unfassbar viele Passagen frei. Das Einzige, was ich noch nicht so rausgefunden habe, wie man da rumkommt. Du musst wahrscheinlich auch irgendwie da irgendwie umkommen. Oder vielleicht von da, ich weiß es nicht. Das werden wir aber bestimmt auch noch herausfinden. Oh, kann man da was anzünden? Das schaut aus wie eine Feuerschale. Okay, da gibt es aber scheinbar nichts mehr. Das ist einfach so krass, weil... Achso, nein, halt das. Das dort, das, was man jetzt da sagt, war der Bosskampf. Da unten irgendwo war der andere Bosskampf. Also es ist so krass, einfach wie die Welt verzweigt ist. Skarubaum Kelch. Oha. Alter, was? Leck, da findest du einfach 5 Skarubaum-Fragmente. Are you kidding me?
Wo wir in den Kelch einer sitzen? Okay, kann man, aber man kann nichts tun damit. Oder? Lol, einfach mal 5 Skaruban-Fragmente gefunden auf einen Haufen. Okay, aber da gibt es dann sonst scheinbar jetzt nichts mehr. Vielleicht auf der Seite noch rein, ob wir vielleicht noch irgendwas finden, zufällig, aber ich glaube eher nicht. Oh, das ist ja krank einfach. Das ist einfach mit einer Burg, mit einem Legacy-Dungeon im Endeffekt, mit dem, wenn die Burg machst, kannst du einfach so viele Wege freischalten, aber vor allem auch übersehen, das ist das. Kannst du einen Haufen übersehen. Also das habe ich gehört, es gibt wohl einen Bereich, den du nur freischaltest, indem du eine gewisse versteckte Wand findest. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber soll wohl so sein, dass es einen Bereich in Elden Ring DLC gibt, den du nur findest, wenn du versteckte Wand einhaust. Na gut, dann werden wir das einmal. Da geht sogar noch einmal. Haben wir Skarubaum Stufe 13. 20 ist wohl Maximum. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wie spät ist jetzt? 1:15. Ja, so eine Viertelstunde können wir schon noch machen, weil dann werde ich offline gehen tatsächlich, weil ich noch einkaufen muss. Da haben wir uns letztes Mal umgeschaut. Was mir auch aufgefallen ist, ne, Sherlock-mäßig, schaut's mal. Da haben wir ja schon geschaut. Das ist so ein Fingerdingens, Kirchen da. Das, wo wir schon mal gesehen haben. Das ist so ein riesiger Krater, aber lauter so Finger aussozusagen. Da ist da in der Mitte irgendetwas drin und das gleiche findest du aber da oben auch. Also nur die Frage, wie kommst du auf den Zipfel da hin? Das schaut halt aus wie so ein, ne, so ein bisschen pervers schaut das aus, so mäßig. Also ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Aber ich würde jetzt mal pauschal vorschlagen, dass wir als nächstes, dass wir uns jetzt vielleicht das noch schnell anschauen, was da Phase ist. Und dann da die Vorschlag machen wir beim nächsten Stream in dem Gebiet da weiter. In dem Drachengebiet. Weil ich glaube, das wird uns eine ganze Weile beschäftigen. Da laufen ein Haufen Mini-Drachen umeinander. Könnte durchaus sein, dass wir da ein bisschen beschäftigt sein werden. Aber ich möchte mir den Krater mit den Fingern da noch anschauen. Fingerruinen von Ria. Markieren wir das jetzt da einmal. Aha. Die waren, also diese Hände, waren eigentlich auch brutal feueranfällig. Aber gut, dass wir mir so viel Damage machen, dass wir das auch so one-hitten können. Schon fast. Ich hoffe jetzt nur... Ja, das kann da ein Bossareal sein, gell? So ist es jetzt natürlich nicht. Ja, ich werde mich da unten auch vorsichtshalber mal buffen, weil das schaut halt auch massivst nach... Was bist denn du? Das schaut halt auch massivst nach einem Bossareal aus, ne? Ja, da fetzt der hin, der
der Usain Schlangenkopf, keine Ahnung. Hey, sie, hallo. Es ist schon spooky, ganz ehrlich. Okay, dem habe ich die grüß dich gut. Ah, ich weiß halt nicht, kann dieser Bossareal sein? Ja, natürlich kann dieser Bossareal sein. Schaut mal, ja, das ist riesengroß und weit und breit nichts zum Sehen. Der Witz, das war der 4. Wobei da hinten haben kleine Gegner. Da haben kleine Gegner. Das spricht eigentlich eher nicht für Bossareal. Bossareal ist meistens nicht mit kleinen Gegnern versehen, außer der Boss Bonti selber. Will du reiten? Ja, kann ich. Was sind denn das für Zipfel, die da aus dem Boden... Das sind Fingern. Wow, leck, was war denn das? Du Arschloch, du. Okay, das sind Finger. Alter, was zum Fick? Alter, das ist irgendein Lähmungsstrahl, da kann man ein paar Sekunden überhaupt nicht bewegen. Alter, was? Alter, könnt ihr mal chillen, bitte? Das Arschloch von da hinten schießt ständig. Kommt schon wieder Strahl auf mich zu. Weil du musst mehr. Die hat's gleich heavy einschurrend. Hier helfe ich in den Schuh hinein, das garantiere er. Alter, da kannst du gar nichts tun. Da kannst du nicht mehr ausweichen, oder was? Ist das dein Ernst? Du brauchst gar nicht zu... Boah, leck, wie gassig ist denn das? Halt jetzt einfach mal her. Die hängen eine Glocke läuten. Was ist schon Mord? Pur Samen Talisman +1. Verstärkt die Lebenspunkte-Regeneration von Flaschen mit Purpurturänen. Oha. Das ist auch mega. Da hinten ist ein Tier, oder? Ist das ein Tier? Ah, jetzt weiß ich, glaube ich, mit wem das zusammenhängt. Das ist doch so... Moment, ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich glaube, ich weiß, mit wem das zusammenhängt. Andi, merci dir fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Das schaut nicht gesund aus. Nein, das schaut wirklich nicht gesund aus. Habe ich die? Ich meine zu wissen, weil wir haben doch vor ein paar Streams in der Kathedrale da so einen komischen NPC gefunden. Ja, der zaubert schon wieder irgendeinen Scheiß. Verpiss dich. Der wo uns doch eine Karten gegeben hat für so einen heiligen Dungeon so. Und ich glaube, dass das mit dem zusammenhängt.
Da müssen wir jetzt dem gleich mal einen Besuch abstatten, wenn wir da herfahren haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das zusammenhängt. Ich kann das Map nicht aufrufen, weil sonst hätten wir uns schnell geportet. Na, wobei haben wir fast erfahren. Da so ein wenig in die versteckten Winkel anlaufen, dann kann mich der Zauber nicht erwischen. So, auf alle Fälle eine garstige Gegend, so viel kann er schon mal sagen. Da geht's auch noch um mich. Da kommst vielleicht da unter einer. Das kann sogar ganz gut möglich sein, aber das schauen wir uns auch anders mal an. Mal da noch schnell schauen. Da geht's auch noch hinterher. Oh, da liegt etwas. Kann er mal Echo geben? Ah, da kann man Echo wieder kopieren. Okay, ja, ich verstehe schon. Da kannst du das Bossseele kopieren. Okay. Ja, gut. Fein. Aber ich wollte eigentlich schauen, wegen dem NPC, ne? Schauen wir mal, ob das mit dem zusammenhängt. Weil ich hab mir von dem noch die ganzen Spells geholt. Vorsichtshalber. Weil der hat uns so eine Karte gegeben mit einer heiligen Glocke, glaube ich, war das. Und das war jetzt, meine ich, das. Mal schauen, ob wir da jetzt irgendwas machen können mit dem. Ist der NPC? Oh, there you are. The exalted timbre of the bell is Das hängt zusammen. ears of mine. Gracious, the starry sky is wondrous tonight indeed. Only your fate shines brighter. Now, these are for you. Ruinenkarte 2 und geliebter Sternenstaub. Think nothing of it. I have made my decision to be of help. May the gleaming stars guide you evermore. Ah, you met Yulan. Well, I hope that she behaved at least. The poor girl has overcome grave misfortune. Her tongue can be sharp at the best of times, but don't think that makes her a bad person. It's no surprise her little sister too has a heart of gold. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the Earth Tree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective. Unhinged from the start. Marika herself. And the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, then we have little recourse. Okay. May the gleaming stars guide you ever. Karte zur alten Ruine halten, ihr findet sie mit der. Ja, okay, dann hängt das zusammen. Dann hängt das zusammen. Dann musst. Also praktisch, wir haben jetzt. Ach, da herunter. Das ist Fingerruine. Das ist so eine Glockenruine.
Und dann ist das da herum wahrscheinlich die zweite. Und da musst du wahrscheinlich auch irgendeine Tröte tröten. Und dann geht dem seine Questline weiter. Jetzt pass auf, sagt sie dann nochmal irgendwas Besonderes? How did Count Ymir reward you with that? Then I see you have gained his trust, and therefore mine. I am Yolan. The night is yours now to wield. Die Rüstung haben wir gefunden. Schaut halt einfach legit aus wie die vom Sauron. Don't get the wrong idea. We are neither friends nor confidants. I am merely honoring Count Ymir's wishes. Aha. Enough of you. Enough of you. Das war ganz schön cool jetzt. Alter, was haben die für ein geiles Katana? Heilige Scheiße. Okay. Ja gut, Freunde, dann werden wir unserem kommenden Stream diesem Gebiet hier widmen. Dann haben wir schnell eine kleine Sneak Preview. Das auch mega geil ausschaut, by the way. Das Gebiet hier, das haben wir vor 2 oder 3 Streams einmal kurz beritten, sage ich mal, weil ich gedacht habe, dass dieses Map-Fragment hier für diesen Bereich dort zuständig ist. Dabei ist dieses Map-Fragment da für einen ganz anderen Bereich, den wo wir über den Ort der Gnade da rein. Aber das Gebiet schaut so ultra geil aus, das werden wir bis fast zum Schluss aufheben. Das heißt, unser nächstes Gebiet, was wir erkunden werden, ist dieser komplette Bereich. Und das Ding ist, ihr seht es da unter, dieses Gebiet ist verseucht von Drachen. Habe ich beim Durchreiten schon gespannt. Also das wird spaßig, Freunde der Sonne. Das wird richtig, richtig spaßig. Und da oben kommst du auch irgendwie hin. Das haben wir nämlich beim Durchreiten bereits bemerkt. Du kannst da mit dem Reittier immer wieder so Knock-Up-Streams, also diese Dampfdinger da, kannst aufhupfen. Also ich schätze mir, dass du bis zum Gipfel aufkommst. Und ich vermute mal, dass dann da hinten irgendwo auch, weil da donnert es und blitzt es nicht umsonst so. Ich vermute mal, dass da auch wieder einen ziemlich krassen Boss gibt. Keine Ahnung. Oder irgendeinen Boss gibt. Einen stärkeren. Aber gut. Das wie gesagt, machen wir dann beim nächsten Mal. Wahrscheinlich. Angabe noch ohne Gewehr. Aber wahrscheinlich ist der nächste Stream morgen Vormittag. Also das kann ich schon mal, glaube ich, so ein bisschen vorwegnehmen. Jetzt wie gesagt, der Stream heute war ja sehr, sehr spontan. Der war ja so eigentlich nicht angedacht. Es hat sich halt gut ergeben, so sage ich jetzt einmal. Aber geplant war er eigentlich nicht. Deswegen ist der Stream heute auch deutlich kürzer als wie sonst. Also ich bin jetzt, ja, knapp über 1,5 Stunden live. Jetzt eigentlich eine Zeit, wo man sagt, okay, da rentiert sich das Live-Gehen eigentlich schon fast gar nicht. Aber ich wollte halt einfach in Elden Ring unbedingt weiter tun, weil ich süchtig bin danach. Und es hat sich mehr oder minder ja auch gelohnt, so auf die Art. Ne? Von daher, wir haben 3 Bosse gelegt. Kann man, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen. Und die habe ich eigentlich relativ simpel legen können. 2 davon waren nicht blutungsanfällig, einer davon war blutungsanfällig. Aber es waren jetzt per se keine so schwere Bosse. Der erste hat mir ein bisschen aufgehalten, weil sein Move-Pattern einfach komisch war, aber da habe ich dann mit dem Drachen-Großkatan habe ich dann eigentlich ganz gut entgegenwirken können. Von daher hat das dann schon passt. Bei mir ist jetzt keiner live in der Liste, deswegen sparen wir heute einen Raid. Ich wünsche euch alle einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Falls ihr heute Fußball schaut, viel Spaß dabei. Wir hören und sehen uns sehr wahrscheinlich morgen Vormittag wieder. Da machen wir dann, wie gesagt, in dem Gebiet weiter, wo wir jetzt eben gerade noch kurz reingeschaut haben, okay? In diesem Sinne, haut euch dabei rein und bis eventuell morgen, okay? Für euch.